Mhm. Gut, gut. So, hört man mich jetzt endlich? Hallo? Hört man mich? So, überprüfen. Wahrscheinlich ja nicht, hä? Vorspulen. Ja! Wow, man hört mich. Oh mein Gott, so, ich hab's angebracht. Wow, gut. Also, dann da wieder Ton aus, hä? So, dass man mich da nicht zweimal muss hören. Einmal lange schon. In dem Fall jetzt endlich. Willkommen da bei Mass Effect. Es ist natürlich jetzt nicht von Anfang an, ich nehme an, wer sich da ein bisschen mit Games auskennt, weiss, Mass Effect braucht scheiß lang. Ich habe einfach mal ein bisschen angefangen da spielen, so die ersten paar Stunden vom Spiel mal ein bisschen übersprungen, han aber dennoch gerade mal irgendwie vielleicht 1% vom kompletten Spiel gemacht. Also, ja, eben, aber ein paar Stunden schon, also... Wird noch ein bisschen gehen, haben nicht viel verpasst. Haben nur ein paar Leute kennengelernt, Anfangsstory hinter mich gebracht und so weiter, bla bla bla. Alles unnötig. So, ja, danke fürs Einschalten und alles. Mass Effect, eins von diesen Spielen mit berühmten langen Ladezeiten. Tut mir leid. Ich probiere dann auch später noch jetzt mal... Was? Wer quatscht mich da? Hallo? Lass mich in Ruhe. Wie gesagt, ich probiere später ja nochmal einen Stream von COD machen. Ich habe jetzt ja eine komplett neue PS wieder. Eventuell hat es auch einen Zusammenhang mit dem, aber ich tippe gleich auf mein Internet, dass das wegen dem nicht funktioniert und dass der Stream auch heute Abend dann nicht wird funktionieren. Ich muss später noch kurz posten, wenn ich das gemacht habe, probiere ich dann den Stream von COD. Und wir haben da unsere liebe gute Carlo. Carlo, wie geht das Ihnen? Und dann haben wir da Suvi. Hallo, hallo du, hallo. Oh, das ist ein Mensch, oh. Einfach ein Mensch. Gibt's auch noch bei Mass Effect. Kennt man gar nicht. Und natürlich ich da, so, übrigens da mein Charakter hat, wie mir aufgefallen ist, die Synchronstimme vom, wie heißt der, Peter Quill, auch bekannt als Star-Lord von Guardians of the Galaxy. Ihr werdet es jetzt gerade hören. Hast du mit mir reden? Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie windet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Wieso tönt alles, was sie sagt, für mich irgendwie pervers? Liegt das an meinen komischen Gedankengängen, da die so oder so immer pervers sind, oder hat die wirklich etwas Perverses? Ich meine, lasst euch das nochmal an. Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie windet und sich gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Also bitte, die will doch eindeutig... Egal, wir lösen's, wir tun jetzt da einfach... Ja, darin liegt eine gewisse Schönheit, hä? Ja, genau. Ja, auch wenn es ein Phänomen von eher düsterer Schönheit ist. Düstere Schönheit. Das gefällt mir. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Bist du noch Ich geiler meine als so? Es alles. kommt zumindest Es so ist über so den Bitch. fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Oh ja, voll. Du hast voll recht, ja. Ach du Scheiße. Aber eben, haben ihr gehört, da, seine Stimme, Peter Quill, Zudem benimmt er sich auch amig so ein bisschen so. Göttliche Intelligenz? Ein Gott? Willst du mich verarschen? Hä? Willst du? Hä? No? ¿Por qué? No? ¿Por qué no? Das denke ich auch. Es ist nichts Göttliches.
Nichts am Universum deutet auf eine göttliche Intelligenz hin. Und wie Sie selbst sagten, wurde das meiste, das wir in Helios gesehen haben, künstlich Ja, erschaffen. ich hätte vielleicht Ja, anders aber wir sind antworten. schöpferische Wir wissen ja alle, Wesen. es Und gibt wer nur auch einen immer die wahren Gott. Relikte erschaffen Odin! hat, war es ebenfalls. Wie könnten Sie da gegen die Existenz eines Gottes sprechen? Würde ein wahrer Schöpfer den Drang, Dinge zu erfinden, nicht weitergeben wollen? Sorry, habe nicht aufgepasst. Nochmal von vorne bitte. Ein Moment. Ich komme gerade das Telefon über. Geht nicht lang. Wieso sind Sie überhaupt Wissenschaftlerin, wenn ohnehin alles das Werk eines mysteriösen Schöpfers ist? Wenn ich Ehrfurcht vor einem Schöpfer habe, wie könnte ich dann seine Schöpfung nicht studieren wollen? Mein Glaube steht meiner Arbeit als Wissenschaftlerin nicht im Weg. Er unterstützt sie. Meine Sinne sagen mir, was die Welt ist. Die Wissenschaft zeigt mir, wie sie entstand. Und die Religion verrät mir, wieso. Bitte entschuldigen Sie, falls ich Sie beleidigt habe. Ich kann manchmal ein bisschen unsensibel sein. Nicht doch. Herausgefordert zu werden, zwingt mich dazu, meine Überzeugungen zu ergründen. Und das ist gut. Jetzt sollte ich aber besser mal den Rest des Teams über meine aktuellsten Berichte informieren. Unterhalten wir uns später weiter? Meine Fresse, Mann. So Leute, wo man will abhängen und dann ja, also das ist noch und dann ja, ja und dann ist im Fall noch das okay, also ja, also in dem Fall bis nächstes Mal dann ja voll bis nächstes Mal dann ah ja und etwas habe ich noch vergessen. Oh. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, dann Carlo, willst du mit mir reden? Carlo, Carlo, wie geht das Ihnen, Carlo? Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Ja, das ist sehr beglückend. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und die Aussicht genießen. Als ich zu Hause Testpilot dieses Schiffes war, habe ich das oft gemacht. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ja. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Sorena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen, die Fingerabdrücke auf der Konsole, 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Gut, was weißt denn du über die salarianische Arche, wenn du schon davon anfängst zu reden? Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, für die Personen, die jetzt eventuell noch gar keine Ahnung haben, um was es jetzt überhaupt bei Mass Effect Andromeda geht.
ist ja die Fortsetzung natürlich von der alten Mass Effect, das wird ja wohl jedem klar sein. Aber es geht halt darum, sie sind da ja mit der Arche unterwegs gewesen, wo jetzt sollen die Menschen auf ihren neuen Heimatplanet bringen, so wo man sich das dann hätte können aussuchen, so tropisch und abenteuerlich und so weiter. Die Welt von deinem Wunsch halt. Und ja, es hat dann halt von jensten Planeten mit jensten verschiedenen Aliens und so weiter hat's noch Archen gegeben, wo halt alle das gleiche Ziel gehabt hätten, sich in der grossen Raumstation Nexus treffen und dann ab dort halt ja eben entscheiden, wo man dann will hingehen, was für einen am besten passt und so weiter. Aber jetzt abgesehen von unserer Arche ist halt keine einzige angekommen, respektive nicht mal nur das, sondern sie sind komplett alle vom Radar verschwunden. Also man weiß nichts über die anderen Archen, die sind einfach alle weg. Tausende von Menschen, Aliens und so weiter, einfach verschwunden. Keine Sau weiß wohin oder was mit denen passiert ist und so. Und ja, jetzt eben eine davon ist anscheinend von diesen huren Salarianern da. Und wir haben ja den Ten, das ist auch ein Salarianer. Das ist ein schweres Wort. Salamibeiner, Mann. Kopf hoch, Kello. Wir haben schließlich Salami-Indianer. Dieser arrogante kleine Bürokrat? Umso mehr Grund, die anderen zu finden. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Easy. Dankeschön, Dankeschön. Voll lieb. Ja. Und jetzt abgesehen von dem Salami-Indianer, was haben wir denn da noch so? Machst du auf da? Hallo? Hola? Da innen müsste doch eigentlich so eine blaue Frau sein. Hat sie keinen Bock gehabt? Alles klar. Ja dann. Ausstattungsstation. No, wir nicht brauchen. Ah nein, Quatsch. Ich muss auf den Planet, hä? So! Das wird lustig, da habe ich ja genau im richtigen Moment abgebrochen, hä? Forward Orbit ist stabil. Das ist wohl. Lebensfähigkeit Stufe 10. Ist es echt irgendwie geplant, dass ich den Planet dann noch bewohnbar mache, wenn da schon statt Lebensfähigkeit Stufe 10. Stufe 10%. Kein Plan, Brudi, kein Plan. Asteroid, dann TARS, Divitos, nee, ich muss da noch... Entschuldigung. Was müsste ich denn da? Mit Skeot sprechen. Widerstandswachen, bla bla bla, okay, aha. Ich muss also doch nach Hiara reisen. Wo ist denn bitte Hiara? Ja, aber... Hallo? Zeigst du mir bitte Hiara? Oder... Hä? Nein, das habe ich schon gemacht. Mit Skeot sprechen, das müsste in dem Fall auf dem anderen Planet da sein, oder wie? Ich bin überfragt. Ich habe gemeint, ich müsse da hin, weil von dem hat mal noch jemand geredet. Aber das sieht für mich jetzt aus, wie wenn ich mich hätte können entscheiden halt, ob ich zum
anderen Planeten fliegen. Da? Nach Havarl oder Weold reisen. Siehst du? Also komm, gehen wir nach Havarl. Eine hoffnungsvolle Spur. Wo ist dann bitte Havarl? Ja. Ich spüre, wie die Geißel an dem Schiff zieht. Wenigstens bleibt dadurch Aya verborgen. Ja. Ja. Ja, aber das ist doch... Hä? Das ist... Ah ja, da muss ich doch gar nicht an. Was soll denn das? Das ist Eier. Und da muss ich nicht an. Es hat keine Sau von Eier geredet. Meine Fresse, Alter, ich will da hin. Gehen wir jetzt da hin. Komm, zeigst mir... Ah, jetzt bin ich gerade verwirrt gewesen. Habe ich gerade gemeint, der Planet hat sich verändert. Alter, das Spiel, Mann. Schlimm, schlimm, schlimm. Hallo? Ah, hier. Wir haben es. Wir haben es. Fliegen, fliegen, du musst fliegen. Immer durch die Universum durch. Das ist unsere Heimat. Unsere Vorfahren kamen aus diesem System, von Havarl. Wie klein es von hier aus erscheint. Ah, das ist übrigens ein voll hässliches Alien. Das ist übrigens ein voll hässliches Alienviech, das da gerade geredet hat, und das läuft irgendwie die ganze Zeit so als würde ich eins da voll auf Macker wollen machen, so Macker, Macker, Waka, Waka. You know. So, was gibt's da Interessantes? Jetzt kann man da nämlich so auf einzelnen Planeten, da kann man natürlich landen, die anschauen und so weiter. Das werden wir jetzt nachher machen, aber ich schätze, das ist einer von den Planeten, wo man halt eben nicht kann drauf landen. Wo man einfach nur kann... So, ja, genau so wie jetzt da. Zum Beispiel den Scanner aktivieren, dann nach der Anemonie. Nein, Anomalie suchen. Wie jetzt da zum Beispiel. Yelfine. Okay. Ja, so, bumm, kann ich eine Sonde ausschicken. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Dankeschön, genau das wollte ich sagen. Und dann kann man da Mineralien abbauen. Und das wär's auch schon. Mehr hat der Planet für uns nicht zu bieten und somit könnte man ihn eigentlich in die Luft sprengen. Die Möglichkeit haben wir aber leider nicht. Gut, gehen wir wieder zurück. Anomalie auf den Sensoren. Okay. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Komet. Dämmerungsstern. Okay. Ja, und auf diesen Kometen hat es sicher auch immer irgendwelche Mineralien und so. Aha, Platin, sehr schön. Gut. Ha, mein Hals. Die Bon hat meinen Hals gefickt. Aber so richtig. So ein richtig harter Deep Throat. Ja, man hört so. Wie man jetzt da übrigens sieht, ein bisschen Wissen habe ich nämlich über Galaxien. Entschuldigung. Das da hinten,
hallo, drehen, drehen, drehen. Das da links, wo man jetzt da sehr gut sieht, die blau-weiß leuchtende Kugel, nennt man, so viel es mir ist, ein Zwergstern, Zwergsonne. Das passiert kurz bevor die Sonne komplett an Arsch geht, das heißt, das Universum wird nicht mehr lange. Oder besser gesagt, die Galaxie da. So. Und ich habe gesehen, es ist wieder jemand am Zuschauen, danke für das. Gibt es da noch irgendetwas Interessantes? Nicht, hä? Okay. Dann schauen wir uns doch mal da den Planet an, wo wir können landen. Und den letzten schauen wir uns dann natürlich noch im Nachhinein an, wenn wir dort fertig sind. Ich denke, jetzt können wir da aber erstmal wieder jetzt paar Alien-Viecher platt machen. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Übrigens, willkommen zum Zuschauen. Hallo? Ah, da landet die Sonne. Genau da will ich hin. Ja, ich möchte von Tempest runter. Keine Pest für mich. Haben wir da etwas anderes? Ja, voll. Aber das... Aha. Okay. Alles klar, ja, aber das ist nicht so lustig. Bleiben wir beim Schwert. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt läutet die schon wieder, ja, Mann. Alter, einen Moment bitte. Ich schicke Ihnen den Nav-Punkt für DARPA Lav. Das Team der Moscha sollte dort sein. Es war früher eine angaranische Stadt. Es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen So, tut mir leid, bin wieder da. Anomalie Oh, der auf den Sensoren. Salami-Indianer. Etwas Großes, möglicherweise feindlich. Leite Ausweichmanöver ein. Moment, ich glaube nicht, dass das... Interessiert keine Sau, was du denkst. Siehst, die Spielentwickler lassen dich nicht mal fertig reden, obwohl du noch bei weitem genug Zeit dafür gehabt hättest. Wow. Also, sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen. Nope. Ich bringe uns rein. Aber ist auch wieder nicht ein Hauptplanet, ja? Ist auch nur ein Mond von einem fetten Planet. Wie eigentlich meistens, so wie die Wissenschaftler herausgefunden haben, ist ja auch der eine Mond vom Jupiter der Erde relativ ähnlich. Natürlich jetzt nicht so, dass wir einfach kurz könnten dorthin fliegen und wir schauen es jetzt da, aber sie ist der Erde ähnlich. Dieser Planet ist so voller Leben. Vielleicht gibt es hier draußen ja doch goldene Welten. Wenn es hier ein funktionierendes Gewölbe gibt, frage ich mich, wieso es auf der Karte auf Eos nicht angezeigt wurde. Da vorne, fettes Gewölbe, okay? Da, auch, fettes Gewölbe. Alles fettes Gewölbe. Was heißt da, ob es da ein funktionierendes Gewölbe gibt? Natürlich gibt es eins. Wir müssen es nur einschalten. Fotze. Alienviech! Hallo? Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Está bien? Hola. Hola.
Da, genau das habe ich gemeint. Der läuft doch hure komisch, Alter. Genau so einer ist der Jarl auch. Ich muss runter, ha? Nicht oben. Nope. Ja, irgendetwas Interessantes hat's da, aber ich weiß nicht was. Verwirrt mich doch nicht so, Mann. Da hinten rein. Natürlich, immer muss man von hinten rein, ha? Shabam! Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Yalla, yalla! Machst du das? Da rein. Und wir nehmen das Hintertürli, immer gern. Hallo. Ich weiß nicht, Da haben wir den Jarl. Es ist Hey Jarl. riskant, einen Fremden auf Havarl herumlaufen zu lassen. Sie kennen die Gefahr. Ich hatte ja angeboten, ihn zu begleiten, aber er will meine Hilfe nicht. Okay. Um wer es auch immer geht. Nicht um mich. Ich habe seine Hilfe nicht abgelehnt. Das sind sie? Die aus dieser anderen Galaxie? Ja. Ryder, Kieran Dals, leitende Wissenschaftlerin in Dar Palav. Soll ich sagen, dass der Planet atemberaubend ist oder dass mir eine Ehre ist? Es kommt natürlich beides gut, aber ich weiß nicht, was besser kommt. Es ist eine Frau, so viel es mir ist. Ich kann es nicht ganz einordnen, aber es stimmt weiblich. Also machen wir ihr mal ein Kompliment, so persönlich. Als Vertreter der Andromeda-Initiative fühle ich mich geehrt, Sie kennenzulernen. Sind die alle so förmlich? Ich glaube nicht. Falsche Nur der Rest Antwort. des Teams. Alles Ryder hat klar. Erfahrung mit den Relikten. Wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen. Haben Sie es noch nicht gehört? Bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schiefgegangen. Sie sind in einer Art Relikt-Stase-Feld gefangen. Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktionen. Ich weiß, wie man mit Relikt-Tech interagiert. Ich kann Ihnen helfen. Ryder hat schon mal ein Gewölbe gesehen und ist offenbar irgendwie neu gestartet. In einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul. Aber gut. Wenn Sie denken, das Alien könnte uns helfen, werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen. Der Monolith ist nicht weit von hier. Okay. Tun Sie, was Sie können, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was die Stase ausgelöst hat. Es könnte also erneut geschehen. Elend, die Drecksfutze hast mich beleidigt, Mann. Wohin? Gehen wir mal da raus. Oder hat es da noch etwas zum Einsammeln? Da. Datenpad. Sehr, Datenpad gefunden. Was bist denn du für ein Vieh? 4. Von dem gibt es anscheinend noch 3 andere. Nur zur Unterstützung bei Cat-Angriffen? Alle? Oh, Mineralienlager. Alles nehmen. Dankeschön. Ja. Ja, da haben wir etwas. Was ist denn das, bitteschön? Laserpräzisionsbogen. Alles klar. Übrigens, dich muss ich auch noch scannen, Mann. Okay, du bist nicht wichtig. Kann ich dich scannen? Nö. Die Wärmelampe haben wir auch abgeschlossen. Die Lampen sind übrigens nicht normale Wärmelampen, sondern die Viecher da brauchen die Dinge da, weil sie UV-Licht brauchen zum Überleben. Und das Ding macht UV-Licht. Okay. Schön. Gut zu wissen. Toll. Gibst du mir Auto? Hola, Auto. No. No.
Ich will mein scheiß Auto, du Arschloch. Fick dich. Willst du mir einfach mein Auto nicht geben, Mann? Ja dann. Allah! Jetzt sprinten wir halt. Was haben wir denn da? Habe ich schon gedacht, das ist ein Sofa. Ich schon mitnehmen für die Heim. Da kann man durch. Super, super. Und achten Sie auf Roka. Sie sind angaranische Fanatiker, die alle Aliens hassen und vermutlich ohne jede Vorwarnung schießen werden. Alles klar. Die will ich sehen. Wo haben wir die? Wie nett. Also ich höre etwas knurren. Ich weiß nicht, ob das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist oder ob ich jetzt da ein cooles Geballer bekomme, aber ich sehe niemanden und will es eigentlich gerade nicht riskieren, weil wir sind da in der falschen Richtung. Und ich hasse es, in die falsche Richtung zu laufen, weil ich mich dann immer verirre, weil ich ein stonter Vollidiot bin und das mal passieren kann. Okay. Ja, wartet da. Falls euch das interessiert, noch ganz abscrollen, könnt ihr das durchlaufen. Mich interessiert es ein Scheissdreck. Hallo? Ma, gib mir mein Auto. Da müsste es mir eigentlich anzeigen, dass ich mein Auto kann holen. Warum kann ich nicht? Scheiß ein Dreck. Oh. Tot. Und wir müssen dort durch. Oh. Hola. Guter Schuss. Dankeschön. Ich finde eben auch. Dahinter habe ich doch gerade noch ein paar gesehen von denen, oder nicht? Da hat sich doch vorher gerade etwas bewegt, Mann. Tja. Ja, dann. Nicht knurren. Oh, da, Schifteli! Bam! In die Fresse, Bitch! Der war gut. Ja, Mann! Tot! Tot! Wie heißt das Ding? Adi! Ah! Da! Die habe ich gesucht. Genau zwischen die Augen. Ja, Mann. Habe ich eben auch gerade gedacht. So, und weiter. Wir müssen warten. Ah, warte. Jetzt, machst dieses Sturmgewehr. So. Im Dunkeln leuchtende Pilze. Der Schuljunge Liam wäre total aufgeregt gewesen. Ja, Bro, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber wir sind auf der Mission und wir nehmen jetzt kein Pilz. Ich nehme an, dass diese Pilze nicht essbar sind. Ja. Das könnte noch sein, eventuell. Was? Tot. Ja.
Habe nicht gewusst, dass das explodiert. Aber immer mal drauf schiessen. Es könnte ja sein. Was ist mit denen? Nein. Okay. Und einsammeln kann man da leider auch nicht. Schade. Habe jetzt auf irgendein geiles Magic Mushroom Feature gehofft, weil es das ja schon so ansprechen. Aber leider nicht. Vielleicht kommt ja noch etwas, aber wahrscheinlich auch nicht. Überreste. Ich mag Überreste. Überreste sind mir die liebsten Reste. So. Wieder hinter, ja. Hui. 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 Au. Habe ich Kopf angeschlagen. Oh. Was bist denn du? Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Stasefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. Voll. Wir haben sie gefunden. Und jetzt? Hola! Hola! ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Está bien? Ich denke nicht, hä? Nein. Euch geht's wahrscheinlich nicht so wirklich gut, hä? Sehen auf jeden Fall nicht so aus. Ihr seht leicht beschäftigt aus, aber wahrscheinlich geht's euch nicht sehr gut, hä? Ja, was können wir denn da machen? Konsole, Interface. So, na, deine Mutter. Jetzt muss ich da erst noch. Ja. Ich weiß. Ja, ich kann das gerne ja auspacken. Oh, Pilzli! Ah, das kann man auch noch scannen. Okay. Ah, sorry, ich habe ein bisschen eine verstopfte Nase. Oh. Ich habe jetzt gerade gedacht, what the fuck, was ist denn das für ein Alien? Aber es sind nur die beiden ineinander drin gestanden. Ja, du. So. Wo führt das da an? Ah! Ah fuck, ich drücke immer den falschen Knopf, so. Gut, eine haben wir und dann... Da geht's noch durch, dann haben wir da nochmal eine. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Okay, chillig. Warte. Okay. Also, jetzt die Dinge funktionieren so, dass so ähnlich wie ein Sudoku. Oh fuck. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Ja, danke, ist mir auch klar. So, das habe ich wollen. Das ist der direkt unten dran, der ist falsch, der ist auch falsch. Das haben wir noch nicht. Und da hat es den nämlich, dann schauen wir mal, was es da noch hat, nämlich der. Das dürfte jetzt korrekt sein. Und dann machen wir da, jawohl, und da noch der da, jawohl, so. Und da das, nein, falsch das. Oder? Jawohl. Da fehlt der da. Und da fehlt das da. Da fehlt. Nein. Jawohl. Ja. Und. Nope. Ah, voll. Ha! Wir müssen die Monitore beobachten und... Skat! Verskattete Sterne! Was? Wir sind... Wir haben...
Jo, bitte. Kein Problem, habe ich im Fall gern gemacht, alles easy. Sie müssen mir nicht danken. Ich mache nur meinen Job. Voll. Noch mehr Aliens, die einfach so aus dem Nichts auftauchen. Was geht hier vor? Die Relikt-Tech hier hatte sie in einer Art Stase eingefroren. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Halten Sie sich von mir fern. Ich glaube, er erinnert sich nicht daran, dass er eingefroren war. Packt eure Ausrüstung zusammen. Wir gehen. Unsere Leute in Palav müssen erfahren, dass sich bei den Monolithen Aliens aufhalten. Das lief ja richtig gut. Wie sieht es bei Ihnen Du aus, Opfer. Ryder? Haben Sie herausgefunden, was dem Forschungsteam zugestoßen ist? Ja, haben mich nicht so gern. Irgendwie, weiß ich nicht. Sind Die Forscher sind wach, Rassisten. aber ich glaube, sie mögen mich nicht. Sie sind jedenfalls auf dem Rückweg nach Dar Palav. Das sind gute Neuigkeiten. Sie sollten auch herkommen. Ich habe den Eindruck, Kieran möchte mit Ihnen reden. Easy. Was chillt jetzt irgendein Doppelmann? Was stimmt nicht mit euch? Zuerst teleportieren ihr ja irgendwie so ineinander rein und machen eins auf Fusion. Jetzt hängen ihr einfach so gechillt da oben auf der Konsole. Benehmt euch! Scheiße, Mann. Schau, ein Kindergarten da, Gottverdammt. Hui! Hui! Ja, voll, Kindergarten, ja. Nickel. Hallo, Nickel? Ja, das muss wahrscheinlich irgendwie sein. So. Wie das ausgesehen hat. Mein Pilz! Mini-Droge. So. Warte. Ja. Wo muss ich jetzt schon wieder? Da durch. Aha, ja, voll, das sieht nach Ausgang aus. Gesundheit. Ich bin Tarzan. Wo muss ich jetzt an? Da. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, was dieses Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein. Jalla, mein Freund, was tust du hier? Sie sollten gehen, Besucher. Es ist nicht sicher. Ich kann keine Verantwortung für Sie übernehmen. Mich warnen sollen, dass Sie kommen. Fuck. Kann ich nicht können wagen. Ich bin ja am Döner gefragt gewesen. Ist wichtiger als Wagner, Bitch. Wer bist du überhaupt? Was willst du da? Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass die Feuer sich nicht ausbreiten. Ich bin ein Landvermesser und Ingenieur von der Station. Ich muss Treibstoff aus den hier vergrabenen Rohren ableiten. Das wird die Flammen löschen. Irgendwann. Hä? Du willst Treibstoff da hier ableiten? Also du willst Feuer mit Treibstoff löschen, oder wie? Das ist im vollen Ernst. Du willst Treibstoff benutzen zum Feuer löschen. Really? Alter, wirklich? Was hat diese Brände verursacht? Haben Sie einen Notfall? Dieser Dar war früher eine viel größere Siedlung. Die
Wildnis hat ihn erobert, oben und unten zerstört. Pflanzenwurzeln haben eine unterirdische Treibstoffleitung aufgerissen und ein Funke hat diese Feuer entfacht. Seien Sie vorsichtig. Ach so, der Treibstoff ist schon am Brennen und irgendwann ableiten, dass nicht komplett alles abfackelt. Das führt auch mal wieder aus. Jetzt habe ich es verstanden, tut mir leid. Ein bisschen lange Leitung gehabt. Aber ja, macht Sinn. Okay. Hätte weniger Sinn gemacht, wenn es zum Löschen benutzen, aber so ist natürlich logisch. Alter, die Griesch, Mann. Ah, jetzt hat er aufgehört, ja. Ja, aber jetzt macht ihr da hinten weiter. Yalla! Du fühlst dich kein bisschen anders? Etwas Neues von der Botschaft? Warum? Du etwa? Wow, wow, wow. Jeder nicht alle gleichzeitig, Gott verdammt. Nur an der Müdigkeit liegen. Schnauze! Da, rede. Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben, bevor wir eingefroren wurden. Sie meinen Turianer? Sie haben Turianer gesehen? Wieso unterhalten Sie und Torva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Ja, bitte. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Ganz ehrlich, nach allem, was Sie erlebt haben, hätte ich es sogar verstanden, wenn Sie auf mich geschossen hätten. Aber wir alle sind froh darüber, dass das nicht passiert ist. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Und vergessen Sie nicht mit Torva über diese... Wie haben Sie sie genannt? Turianer zu sprechen. Alles klar. So, kleinen Moment bitte. Ich mache da gerade mal. Hallo? Torvald, mit dir muss ich labern. Kieran würde sich gerne weiter über Havals Verfall unterhalten. Wenn Sie Zeit haben, sollten wir mit ihr sprechen. Natürlich. Sie sagten, Sie hätten im Dschungel Turianer gesehen. So heißen sie also. Das wussten wir nicht. Wir wollten nicht, dass sie uns sehen. Ich glaube, sie sind hier abgestürzt. Ging es Ihnen gut? Sind Sie noch am Leben? Das weiß ich leider nicht. Wir haben ziemlich lange in diesem Stasefeld festgesessen. Ich schätze aber, sie könnten noch dort draußen sein. Außer sie haben irgendetwas gegessen oder wurden von den Rokar erwischt. Ich gebe Ihnen einfach den Nav-Punkt. Dann können Sie selbst nachsehen. Easy. Wir können uns später weiter unterhalten. Ich werde hier sein. So. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havarl ist krank. Es hat hier begonnen, mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur 2 von ihnen, obwohl es 3 sein müssten. Ey, die Viecher haben voll geile Augen, Mann. Wir müssen nachher mal reinschauen. Das sieht aus wie so
ein Planet in einer kleinen, ja, halt so einfach frei schwebend im Universum, so mit dem dunklen Hintergrund. Einfach noch so eine Pupille auf dem Planet. Gut, was wollen wir da antworten? Ja. Okay, dann muss ich ja nur den dritten Monolithen finden, ihn aktivieren, das Gewölbe neu starten und voilà. Genau da liegt das Problem, Pathfinder Rider. Es gibt keinen dritten Monolithen. Er ist verschwunden. Wie kann denn ein kompletter Monolith einfach verschwinden? Soweit wir wissen, könnte er zerstört worden sein. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Die Weißen? Weise? Mündliche Überlieferung? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havarl stirbt. Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Respektive so einfach übersetzt, das sind Alien-Amischi. So, ja, tönt das für mich jetzt. Ja, so Freaks haben wir auch. Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber Sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte. Und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Easy. Und ich muss heute gar nicht mehr raus, ist mir jetzt gerade eingefallen. Hast du noch etwas zu melden? Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht begleiten soll? Ich halte es für keine gute Idee, wenn Sie sich ohne einen Angara an Ihrer Seite in angaranischem Gebiet aufhalten. Ich kenne Havarl. Außerdem laufen Sie ohnehin schon Gefahr, ohne jede Vorwarnung von Roka erschossen zu werden. Da hat er nicht ganz unrecht. Ja, Alter, ich hätte dich doch gern dabei, Brudi. Ich werde nochmal darüber nachdenken. Falls ich meine Meinung ändere, gebe ich Ihnen Bescheid. Danke. Ich muss gehen. Kann ich Wir das unterhalten irgendwo uns später einstellen? weiter. Natürlich. Ich werde hier sein. Trupp. Wow, ich kann ihm gerade 20 Punkte geben, Mann. Ja, wo muss ich das denn? Muss ich das auf meinem Schiff machen oder wie? Wir gehen mal kurz aufs Schiff und kommen dann gerade wieder. Geh weg von meinem Ding. Ah, der Nomad kann... Ah, mein Auto kann da nicht angefordert werden. So, ich gehe mal kurz rauf und schaue, wie ich da mein Team kann ändern. Wir verlassen jetzt Havarl. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Easy. So. Joel sagt, Evra wartet auf Ihren Anruf, Pathfinder. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder.
Ja, so geht das doch. Ja, mein Brudi. So, was hast denn du alles so drauf? Und, ja, ja, doch, doch, so, dann haben wir da noch etwas Neues bekommen. Nein, aber die ist stärker. Also nehmen wir die. Da haben wir schon das Stärkste. Ah. Ah, da können wir noch einen Mod rein tun. Wir haben sogar einen Mod. Was? Aha. Maximale Schildleistung. Ja, aber das... Nein, ich stehe eher auf maximierte Gesundheit. Haben wir da noch etwas Neues? Nein. Haben wir da noch etwas Neues? Das ist schon das Neueste. Okay. Gut. Dann... Es ist auch schon die beste. Ja, ja. Ja. Okay. Dann machen wir noch kurz da. So. Oh was, ich habe auch schon wieder 19 Punkte. Oh, okay, okay. Alles klar. Kampf. Was ist das? Aha. Aha. Okay. Okay. Das ist doch nicht schlecht. He? Das ist Schadenssteigerung, ja was? Schusswaffen, Schaden, Schadensteigerung, immer gut. Hier nochmal Waffen, Schadensteigerung, immer gut. Habe ich noch 13 Punkte, Senior. Kampffitness. Was haben wir da? Verbrauchsobjekt, habe ich das jemals benutzt? Ich weiß nicht. Benutzt sich das von selber? Ich weiß nicht. Ja, ja, das ist viel besser. Ah, das ist nochmal ein Holster mehr. Ah, ich verstehe. Okay. Alles klar. Ja, das brauchen wir gerade noch nicht. Was ist das? Ah, nee, bin ich blöd. Reduzierung, Deckung, 50%, okay, Schaden, Schadendeckung, okay. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Dann... Okay. Potaci, Flakkanone.
Alter. Das Ding will ich haben. Das Problem ist, zum da noch mehr Schaden können machen, bräuchte ich eben gerade alle Punkte. Dann müsste ich mir da eins von diesen beiden kaufen. Und dann, die kosten ja beide 4 und das da kostet dann wieder 5. Und nee, ist ein bisschen doof. Will nicht gerade alles für das ausgeben. Pistolen benutze ich doch eigentlich eh nie. Würde ich sagen, gehen wir da mal noch auf Schrotflinte. Ah, blöd. Scheiße, ich kann vergessen. Ich hätte auch Bibiotik noch können investieren. Was ist das? Weiß ich nicht, was das ist. Benutze ich nie. Will ich nicht machen, den Punkt. Nee. Ja. Klingt lustig. Oh. Ja gut, aber ich bin eigentlich eher so ein bisschen Fernkampf spezialisiert. Okay. Okay. Das klingt eigentlich witzig. Bam, 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 bam. Wie sieht das aus? Ah, das ist das. Okay. Was ist das? Bam. Toll. Wow. Ne. Das warte ich noch, bis ich dann gerade mehrere kann machen, weil ich denke, am Anfang lohnt sich das nicht groß. Okay. Aha. Easy, easy. Zeig mal. Hehe. Okay. Sieht ja lustig aus. Ah, warte, das kann ich schon. Ah, okay, okay. Wie setze ich denn den ein? Machen wir das so. Gut. Ah, ne, der Barriere, alles klar. Aha. Das ist doch auch nicht schlecht. Jojo, kann man ja brauchen.
Und dann würde ich sagen, werfen, oder? Bam. Ja, das sieht lustig aus. Oh. Und sonst langt es dafür nicht mehr. Ha? Bestätigt. Und da machen wir noch gibt es da keine Schadensteigerung? Nein. Ah, easy. Nicht so cool, nicht so cool. Gut, das haben wir gemacht. Dann müssen wir noch aufpowern. Und dann können wir ja schon bald wieder loslegen. So. Dachi, was kann denn der da für freakige Scheiß, hä? Ach so, ich muss sie zuerst da noch mehr investieren. Okay. Easy, easy. Macht er da Allahu Akbar. Dann das da und dann... Oh, das ist lustig. Machst diese noch. So. Und diese. Sehr gut. Dann bin ihm noch schnell. So, das sind dann nicht so viel. So, das haben wir gemacht. Gut. Jetzt brauchen wir nicht, ha? Super. Ah, warte. Noch kurz. Spielspeicher, so. Gut, gut. Jetzt gehen wir zurück auf den Planet und ballern alles klein, Mann. Bam, 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 bam. So. Oh, Charlotte Flint, Charlotte Flint, Charlotte Flinty, Flinty, Flint, Charlotte Flint, 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 Flint. Das ist viel geiler. Heftig, heftig. Haben wir da Mods dafür? Ja, ja. Das ist ja selber Magazin. Nice. Achso, okay. Gut, gut, gut. So, das haben wir vorher schon angeschaut. Wir treten in die Atmosphäre ein, Landezone in Sicht. Dam, dam, dam. Ja, übrigens mal, falls immer noch irgendjemand am Zuschauen ist, danke, dass ihr immer noch am Zuschauen sind. Tut mir leid, dass es im Moment ein bisschen langweilig ist gerade, aber das kommt schon wieder. So.
Jetzt muss ich da noch Mission einstellen, hä? Also da. So. Detolle. Das shit. Grusig. Ja, da kommen wir drauf. Auf den Baum. Nope. Vom Felsen aus auf den Baum. Nein, wir gehen da rauf. Jetzt von da aus an Ast davor. Nein, das klappt nicht. Gut. Ich muss doch aber irgendwie da reinkommen. Also laufen wir mal weiter rundum. Das ist doch eine super Idee, oder? Hä? Ui! Da geht's auch nicht rein. Alter. Da vielleicht irgendwie Ficker. Nein, da kommt man auch nicht raus. Alter! Wo sollen wir denn da reinkommen? Gehen wir nochmal in die andere Richtung. Das sind wir zwar vorher ja schon gewesen, aber vielleicht bin ich einfach blöd gewesen, ich habe es nicht gesehen. Okay. Da geht's auch nicht rauf. Oh. Nee. Da. Nö. Da, komm. Da geht's doch sicher irgendwie. Das sieht doch komisch aus. Ja, ja, da kommen wir doch. Upp, 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 rauf. Oder? Nein! Das ist auch nicht der Uferweg. Scheißendreck. Scheiße. 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 Ja, Mann. Nein, scheiße. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße.
Bringt mir das überhaupt etwas nicht, ha? Nein. Ah. Ah, blöd. Ich bin ja schon da rein gewesen, ha? Er ist sicher irgendwo da, oder? Dann schauen wir da mal weiter rum, ja? Aber da kann man ja nirgends abbiegen. Doch, da kann man. Das macht sicher... Aua, da gar nicht mehr rein. Geht's da durch? Nein. Scheiße. Da rauf kommt man aber ja nicht. Kommt da irgendwo durch? Nein. Ja, was dann? Ah. Ah, fuck, man. Keine Ahnung. Alter, ich will doch nur rumballern. Das sind nicht so fies zu mir, Mann. Dann baller ich halt ein bisschen. Ho. Ah, das ist aber scheiße so. Jetzt habe ich herausgefunden, wie das nämlich funktioniert. Jetzt muss ich da kurz so. So. Nein. So, und dann... So. Und diese... So. Und diese... So. Gut. Dann laufen wir mal weiter rundum. Wow, braucht das langsam nachladen. Ah ne, das ist... Toll. Das haben wir. Yalla! Dawes hat etwas von Fischen und Perlen gesagt. Was hat sie damit gemeint? In einem Meer voller Fische hat wenigstens einer Perle im Maul. Das heißt, Ihr Erfolg mit den Relikten basiert auf Wahrscheinlichkeit und nicht auf Können. Ach. Okay. Wenn sich eine Fallzahl unendlich nähert, werden auch die unwahrscheinlichsten Resultate wahrscheinlich. Oh. Ja, ich hatte schon vermutet, dass es irgendwas in der Art... Oh, hab ich dich in Fresse gepiekst. Bitch. Das kann nicht einfach so plötzlich hinter mir auftauchen, scheiß blauer Fettsack, Mann. Kampfbereit machen! Hurensohn!
Ja, Mindis, Fresse. Bam! Haha. Was haben wir? Also, es sieht dann auch aus, als wäre ich auf dem richtigen Weg. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Gegner endlich. Nico. Oh. Es sind Anblicke wie dieser, für die sich das alles lohnt. So ein Scheiß, Alter. Das sind Anblicke wie die, wo ich mir in die Hose pissen, weil ich Höhenangst habe. Ja, aber wir müssen ja zum Glück nicht dort. Aber wir können da oben durchlaufen. Sieht richtig aus. Wegweist da durch. Ryder! Roka! Was machen Sie hier draußen? Das sind Nathanus-Uniformen, Pathfinder. Viktorianischer Arsch. Oh oh. Alter, jetzt hat 3 Stunden am Band für Valhalla. Kommen noch mehr. So, ja, schön. Ah, geht doch noch, okay. Und wo kommen wir dann noch mehr? Was hat's da noch interessant zu mir? Ah, gefunden. Gut, dann können wir uns nachher noch die Erinnerung anschauen. Ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Einfach ballern, keine Ahnung wohin, einfach ballern. Bam. Dort ist gut. Und dahin, irgendwo da ist gut. Und da, dort tut es jemandem weh. Und dies blieb. Ja Mann, das war's. Kein organischer Hammer, fett geil. Okay. Man nannte mich auch den geilen Hüpfer. Hüpf. Ah, ich muss nicht durch. Hüpf, Nickel. Hüpf. Ah, da hat's eine Wand. Hüpf. Gerne. Hüpf. Alter, wo geht's durch? Es zeigt mir ja da durch, aber da kann ich nirgends durch, Nickel. Oh, Platin. Ah, dann muss ich wahrscheinlich einfach wieder weiter laufen, ha? Immer Munition aufnehmen, diese. Aufnehmen. Immer aufnehmen Munition, weil Munition ist etwas Gutes. In Spielen Munition immer gut.
Allah! Wir sind nicht allein. Ich glaube, das Spiel hat gerade so gefunden. Nope. Au. Wer will auf die Fresse? Auf die Fresse von mir. Auf die Fresse. Wow. Auf die Fresse kriegt ihr. Auf die Fresse von mir. Tot. Ja Mann, der hat ich tot gepickt, Alter. So richtig böse. Ah. Kommst du hier? Ich piek's dich tot. Allah! Viel Valhalla! Was schießt du? Ah. Nickel! Da hat's Diener sind so, voll eklig. Einfach so, ausgestorben in der Jagdstücher, Mann. Alter, verpiss dich doch einfach, Mann. Du, weißt du, deine Rasse ist schon mal ausgestorben. Geh einfach weg, Mann. Ich kann schon dafür sorgen, dass ich nochmal aussterbe. Keine Problem, keine Problem. Mhm. Also, ihr habt jetzt gesehen, wenn die Rasse ausgestorben ist, mindestens 3 davon sind auf mein Konto gekommen. Valhalla. Oh, da vorne. Oh. Der hält halt. Oh. Und wollte mir jetzt aber nicht sagen, da. Alter. 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 Das sieht man ja gar nicht. Also, da geht's nicht durch. Definitiv nicht. Ah. Odin. Behälter. Alles aufnehmen. Und weiterlaufen. Da kannst du. Ja. Ich verstehe nicht genau. Ach so. Moment. Okay, wir fangen wir da, machen wir weiter, so. Hallo? Ich hab's. Ja, super. Und was hast denn du? Das ist ganz toll, aber... Ja, Digga. Hä? Ich hab's. Schön. Ah. Gravitationsschacht. Okay, dann wollen wir mal.
Wallabat. Fliegen! Sie fliegen! Hui! Oh. Ja, Mann, beeindruckend. Also, es sieht so, warte, das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Das Ding, es sieht nämlich aus, als hätte der Architekt davon extrem müssen etwas kompensieren. Das ist so ein richtiger Kompensator, Mann. Das ist so Bam. Ich muss kompensieren. Bam. Bam. Lanze. Ah, Mann, Moment. Oh, Frauen können so aufregen, Mann. Oh, ich bin so froh, wenn ich endlich meine eigene Wohnung habe und da endlich meine Ruhe habe. Und wenn ich einen PC habe und endlich kann Let's Plays aufnehmen und ich da nicht mehr die ganze Zeit muss streamen, weil es kotzt mir nämlich Huren an, weil dann die ganze Zeit so Scheiße passiert, dass ich nicht einmal so ein paar Stunden lang meine Ruhe habe. Ah. Und es ist jedes Mal so. Wo muss ich durch? Da. So, jetzt da durch. Ich war noch nie hier oben. Ich habe zwar von den weißen Mitravas gehört, mich aber nie sonderlich für sie interessiert. Warum nicht? Ist eine Geschichte nicht wertlos, wenn sie nicht erzählt wird? Wenn das Wissen über unsere Vergangenheit geheim gehalten wird, könnte es genauso gut nicht existieren. Ja, das hat etwas. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da runter muss. Das sieht mir nach so einem Point of No Return aus, man. Wenn wir erst mal die andere Seite abchecken. Nein! Nein! Hallo! Ja, aber da unten geht es glaube ich auch nicht groß weiter, oder? Aber da kann man immerhin wieder rauf. Das ist doch schon mal etwas. Dann gehen wir den Weg da. What the? Tot! 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 Piekst dich tot! Okay, aber das ist ganz eindeutig nicht richtig gewesen.
Also, in dem Fall doch dort aber. So springen wir einfach um. Ja, sieht korrekt aus. What the fuck? Fick dich, Alter. Stimmt. Ja. Halt da. Öffnen! Noch öffnen! Ah. Über uns! Wow! Oh. The fuck? Gut, halt, nein, da rauf. Ah, Alter, lass mich nicht auf da her, Mann. Lass mich da auf. Hä? Ja, und jetzt? Ach so, dort drüber. Wir steigen auf einen Berg, um mit ein paar weisen alten Einsiedlern zu reden. Das ist, als wären wir in einem Film oder so. Wenn sie uns dann noch ein magisches Artefakt überlassen, fresse ich meinen Helm. Ah, alles klar. Oh Mann. Jetzt da rauf, oder wie? Nein. Hä? Ja, was hat mir denn das jetzt bitte gebracht? Da über, ja. Ernsthaft? Ah, eben. Okay, alles klar. Aha. Ja, easy. In die Fresse. Renne. Und es geht wieder weiter rauf. Dort oben hat's noch... Hier hat's noch Zeug. So. Fliegen! Hui! Sie fliegen! Hui! Sie haben unser Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Voll easy. Wieso? Das ist doch ganz einfach. Selbst uns fällt es schwer, die Relikt-Technologie zu verstehen. Nur eine Handvoll von uns kann unsere Tore bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Havarl verfällt. Wenn Sie mir etwas über den verschwundenen Monolithen erzählen, kann ich Ihnen helfen, das Problem zu lösen.
Ich kann das Gewölbe neu starten. Mit Ryders Hilfe könnte Havar, unsere Geburtsstätte, geheilt werden. Sollten wir nicht alles dafür tun? Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mitrava haben Havars unvermeidlichen Untergang akzeptiert. Ja, darfst nicht aufgeben, Bitch. Sie geben Ihren Planeten einfach so auf? Genau, aber er scheiß ist Ihre Ruhe. Geburtsstätte. Wollen Sie ihn denn nicht retten? Zwischen Wollen und Können liegt eine gewaltige Kluft. Was Sie verlangen, kann Ihnen Alter, zwischen den Beinen liegt eine gewaltige Kluft, an den Mann. Monolithen ist in einem Strang enthalten, der uns entglitten ist. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Wir glauben an Reinkarnation, an einen ununterbrochenen Strang. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste. Zorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Zorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Aha, ich kann das nicht glauben. Okay, nur damit ich das richtig verstehe. Es gibt also jemanden, der sich an den Monolithen erinnern könnte, weil er ihn aus einem früheren Leben kennt? Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Zorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Zorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Havar zurückgekehrt ist. Ein Rokar? Das dürfte schwierig werden. Deshalb sind Sie ja hier, Jaw. Es wird den Rokar nicht gefallen, dass ich Ihnen helfe. Mag sein, dass das hier eine Sackgasse ist, aber wir müssen es zumindest versuchen. Ich schicke Ihnen die entsprechenden Koordinaten. Wir haben Havar als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Ja, gut. In dem Fall. Gehen wir mal, hä? Ach so, das Ding da muss ich benutzen für das, hä? Aber ich kann automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Tipptopp, Dankeschön. Gut, dann machen wir mal kalter, hä? Können wir noch mit 2 Leuten reden, das machen wir doch gerade mal. Ja, Hm? Sorry, ich habe gerade kurz etwas müssen schauen wegen meinem Tattoo. Ich habe eben eins neu gemacht, besser gesagt erweitert. Und da hat sich gerade ein bisschen Justen abgelöst, die es nicht hätte sollen. Scheiße. Egal, ist nur ein kleines Pünktchen. Muss es eh nochmal überstechen lassen. Ist eben so ein Tribal und ja, das muss man amig öfter drüber gehen, bis wirklich alles richtig schön schwarz ist.
ehrlich sein oder nicht so ehrlich sein. Ja, sind wir ehrlich. Mit einer künstlichen Intelligenz, die bei der Analyse und Übersetzung hilft. Das ist der Trick. Darauf wäre ich nie gekommen. Angara, die in der Nähe von Relikt-Technologie leben, lernen manchmal, wie man bestimmte Tech benutzen kann. Dazu ist intensive Konzentration erforderlich. Und selbst wenn es funktioniert, verstehen wir nicht, wie es funktioniert. Einige von Ihnen können also Relikt-Tech benutzen, aber Sie wissen nicht, wie es funktioniert? Nicht jede Relikt-Tech, nein. Wie gesagt, nur bestimmte Teile. Nehmen Sie zum Beispiel Mitrava. Einige von uns können das Sicherheitssystem steuern, das die Zuflucht beschützt. Dieses Wissen wird seit Generationen weitergegeben. Ich selbst habe 1 Jahr gebraucht, um zu lernen, wie man eine einfache Tür öffnet. Es ist wie der Unterschied zwischen dem Wissen, dass man die Frucht eines Baumes essen kann, und dem, warum sie überhaupt wächst. Ha. Schön für dich. Ciao. Ich sollte jetzt gehen. Wie Sie meinen. Gut, dann schauen wir uns das da mal noch. Aha. Ja. Das könnt ihr euch wieder durchlassen, wenn ihr Bock habt. Ich habe keinen Bock. So. Und du hast noch etwas zu melden. Esmus lässt sie ohne Aufsicht herumgehen. Sie stören den Unterricht. Was für Unterricht? Von mir aus könnte es ruhig mehr Störungen geben. Ist der nicht ein bisschen alt für Lehrling? Alles egal. Der Boy braucht eine Pause, Mädel. Entspannen Sie sich und gönnen Sie dem Jungen eine Pause. Er sieht aus, als könnte er eine brauchen. Haben die kreischenden Winde uns eine Pause gegönnt, als wir erstmals über unbekannte Himmel segelten? Nein. Also, das Antriebssystem, das Beshal hinauf in den Himmel brachte, war inspiriert durch 4 Teile der Relikte. Und das ist nur ein Beispiel. Unser Fortschritt gründet oft auf der Entdeckung von Reliktartefakten. Aha. Glauben Sie, dass die Angara entscheidende wissenschaftliche Ideen von den Relikten gelernt haben? Ich glaube das nicht nur. Das ist eine verbürgte Tatsache. Einige Artefakte wurden sogar im unfertigen Zustand zurückgelassen. Wahrscheinlich, um zu zeigen, wie man sie zusammensetzt. Aha. Wo sind diese Artefakte, von denen Sie gesprochen haben? Die wenigen, die noch existieren, befinden sich im Speicher von Aya. Viele sind allerdings verloren gegangen. Es gibt allerdings Gerüchte, dass lang vergrabene Dinge zum Vorschein kommen, je wilder die Wildnis wird. Es ist bestimmt klug, alles zu untersuchen, was wir finden. Vielleicht verschafft uns irgendwas da draußen einen Vorteil gegenüber dem Cat. Ja, da bin ich mir sicher. Sonst hätte er es nicht angesprochen. Wurde auch Zeit. Ja, sorry, Bitch, Mann. Ah, dann reden wir noch mit dem da. Ah, das geht nicht. Okay. Hallo. Okay. Gut. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Aha. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Oho. Ich weiß es einfach. Wo ist denn? Ah. Der Tod naht. Und es fällt schwerer, sich der Möglichkeit zu stellen, dass ich Amara vielleicht nie wiedersehe. Alter, wie depressiv fangst du ein Gespräch bitte an? Amerd ist krank. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Amerd, vielleicht kann dieser Fremde helfen. Toll. Einer von denen, wo uns alle abzieht. Ich bin krank, es ist alles so traurig. Ja, ich verstehe, es ist gar nicht geil, wenn man eine Krankheit hat. Ich bin froh, habe ich keine. Aber Bro, geniess dein Leben, Mann. Geniess das, was du hast, Alter.
immer über die kleinen Sachen im Leben freuen. Hä? Alles gut? Gut, ciao. Ah, ich kann ja gar nicht gehen. Okay. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe viel gesehen. Sie müssen schon genauer sein. Meine Schwester, Amara. Das Leben hier hat ihr alle Illusionen genommen und sie ist nach Palev gezogen. Sie muss jetzt dort leben. Palev wurde vom Dschungel übernommen. Weißt du nicht mehr? Vor ein paar Zyklen. Alle sind von dort weggegangen. Oh, ja, jetzt erinnere ich mich. Aber das bedeutet, dass Amara fort ist. Es gibt vielleicht noch einen Weg, sie aufzuspüren. Fick dich, Alle Ryder. Dara pflegen Unterlagen, oder nicht? Wenn eine organisierte Evakuierung stattgefunden hat, müssen sie das dokumentiert haben. Und dort muss stehen, wohin sie gegangen ist. Das ist genial. Wo werden diese Unterlagen aufbewahrt? Ist mir scheißegal im Fall. Wahrscheinlich in einem Verwaltungsgebäude. Ich will das nie machen, die falls es noch Mission. steht. Und die Maschinen Nein. funktionieren. Nö. Es ist eine kleine Hoffnung. Ich will sie nicht drängen, Fremder, aber ich würde jede Neuigkeit über meine Schwester sehr begrüßen. Pach. Okay. Yeah. I'm a monkey. Monkey power. Okay, wir gehen. So. Hui! Wo ist das Ding? Oh nö. Ich checke nicht. Ah, dieses Problem. Nein. Kannst du anrufen? Ja, da. Upp. So. Hui. 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 Jojo, kann ich jetzt nicht irgendwie da Express nehmen? Nope. Jawohl, das habe ich wollen, genau. Wo muss ich denn hin? Ich bin... Wo bin ich? Bin ich das da? Oh nein, ich bin irgendwo viel weiter oben. Ja, dann würde ich sagen, Schnellreise. Gehen wir mal da hin. Aber nein, eigentlich, jetzt habe ich Bock auf mein Schiff gehen nachher wieder, um euch die Erinnerung noch zu zeigen. In welche Richtung? Da durch, ja. Was ist das eigentlich? Logbuch. Ach so, okay. Ah, dann machen wir das doch noch schnell. Was
wir hier sehen, wird also nicht so bleiben? Es wird irgendwann zu einer Wüste? Jo. Niemand weiß, welche langfristigen Auswirkungen die Relikte haben. Kieran hat vermutlich Vorhersagemodelle, aber Vorhersagen liegen oft falsch. So, super, erledigt. Aha. Und die nächste. Allah Akbar. Allah. Ach du Scheiße. Wir nähern uns dem Ort, den uns Esmus genannt hat. Okay, Augen auf, Leute. Hier soll es von Relikten nur so wimmeln. Ja. Problem ist... Wo? Und woher? Da. Und wieder. Ja, was kommt jetzt? Seefliegen! Easy. Wie wir alles anschauen da. Genau dahin. Was gehört jetzt mir? Da ist tot. Dieser Artefakt. John, was denken Sie über diese ganze Reinkarnationsgeschichte? Sie wollen wissen, ob ich daran glaube? Ja. Nicht so wie Esmus. Ok. Also so ein bisschen schon. Aber nicht so heftig, mächtig, deftig, würzig, gut. Ja, super. Au! Fix! Gut, ja, der hält halt. Und weiter, weiter. Es geht nicht weiter. Easy. Ah, da geht's weiter. Nein, geht's nicht. Ach so, da geht's weiter. Nein. Au! Jetzt
nicht irgendwie eine Leitung oder so im Boden. Nein. Okay. Wasser. Ah, da hat's eine Tür. Das hält für Leute aufs Herzen. Behälter! Super. Okay. Voll die Tantane. Sie. Au. Hier. Die ist sehr gut. Die ist sehr gut. Scheiße, habe ich keine Munition mehr. Oh, ne. So. Ja, perfekt. Oh, meine Luke. Oh, mal ein bisschen anlegen. Super. Ich kann euch lieb. Ihr seid super. Yeah. Oh, fuck. Hinterfassing. Wo? Hey, immer die Geräusche überall noch verdammt. Ich schwöre, das ist zum Durchdrehen. Alter, die Geräusche mit dem Headset, das klingt damals so, als würde es überall rumkrabbeln und alles bewegt sich und alles lebt irgendwie und bäh. Ich habe lieber tot. Tot ist okay. Ja. Ich lande das da wieder so abscrollen, dann können wir das ganz langsam durchlesen. Jetzt mal nur ohne, dass ich etwas dazu sage. Ja, viel Spaß damit. Dann was du da? Super. Ich habe das auch. Und sieht aus, als könnte das eine Art Handschuh gewesen sein. Er wurde allerdings beschädigt. Okay. Die Innenseite ist übersät mit Kontakten. Vielleicht wurde er ja als Eingabegerät verwendet.
Gut möglich. Dann bringen wir jetzt mal jemanden dazu, ihn zu berühren. Okay. Was sollen wir jetzt da wieder zu den ja, geht's dann weniger hin. Und abwärts, ja. Easy. Da können wir ja nicht mehr machen. Nee, aber das wieder messen. So. Gut, jetzt haben wir alles drauf. Fuck, da hat's auch noch Konsole. Fuck. Ich stelle mich aber gegen ja ziemlich dämlich an. Scheiße. Okay, nochmal ein Versuch. So, Schnauze heben, konzentrieren. Ha. Dann da. Aha. Und da ne? Easy, easy ist Lombard. Okay, gehen wir. Oh. 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 Ja, da darf ich ja gar nicht tun, das stimmt. Aber ich will es mir eigentlich schon eine geile Rolle bisschen. Schade, wenn ich das nicht. Fuck! Oh, holy shit. Das Kackwasser. Ja. Friends. Aber ich frage mich gerade, ob ich jetzt nicht einfach wieder einen schnellen Geist machen. Fuck. So. Gut. Welche Richtung da durch? Sie dürfen hier auf keinen Fall etwas essen oder Pflanzensaft auf Ihre Haut kommen lassen. Schutzanzug, ich liebe dich. Ja, schon. Nickel! Voll nicht vergessen, Mann. Die sind ja nicht viel. Da, du komm. 4-mal.
Tschüss. Komm, tschüss. Warte. Und da durch. Da kommen noch mehr! Sie dürfen Ja, uns nicht in die Flanke fallen! Da kommen sie. Hallo. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Was soll immer diese unfreundliche Begrüßung? Was soll immer diese unfreundliche Begrüßung? Meine Fresse, ich bin doch nur ein kleiner Versicherungsvertreter. Ich möchte nur mit Ihnen über Ihre Versicherung reden. Automatische Errichtung von Guten Tag. Aufklärungsposten. Hallo? Hallo? Guten Tag. Wieder kein Name. Ja, ich klag sie. So, dann wieder. Oh, Behälter. Oh, Reliktpolymer. Blick fokussieren. Über uns! Feindliche Shuttle im Anflug. Guten Tag. Guten Tag. Wie steht's mit Ihrer Versicherung? Hallo, Versicherung. Hallo. Ja, ich verliere bald den Job als Versicherungsvertreter. Ja, das kommt mir gut. So, den haben wir. Jetzt müssen wir jetzt trinken. Toll, habe ich mich verschluckt. Da durch. Da kommen sie! Grüezi, ich habe ein Päckchen für Sie. Fix. Angeht das weit rauf, können wir keinen Lift einbauen. Tot. Easy. Axel! Hören Sie mich! Axel! Irgendjemand? Wir werden angegriffen! Er ist da drin. Ich kann ihn hören. Sind alle da bereit? drin. Ja, ich bin bereit. Sie haben meine Leute getötet. Und jetzt wollen Sie Ihren Erfolg krönen, indem Sie auch mich töten. Und Sie. Ich kenne Ihr Gesicht. Wieso helfen Sie diesen Mördern? Ryder ist unser Verbündeter. Er hat den Wissenschaftlern in Dar Pallav geholfen. Ich weiß. Und Sie sollten sich schämen. Nach allem, was wir mit den Kett durchgemacht haben. Sagen Sie mir, weshalb Sie hier sind. Dann weiß ich zumindest, warum ich sterbe. Mal ehrlich, wie wär's mit einem Hauch weniger Drama? Ja, schon. Ich habe ja noch nicht mal eine Waffe auf Sie gerichtet. Ich habe hier ein
Artefakt oder Erbstück oder irgendwas in der Art. Ich werde es jetzt hinlegen und Sie müssen es anfassen. Was? Und? Scheiße, da tut sich nichts, Ryder. Moment mal. Im Museum auf Aya gibt es ähnliche Dinge wie dieses. Antike angaranische Technologie. Es passt an eine Hand. Die Kontakte an der Innenseite dienen der myoelektrischen Steuerung von... Was haben Sie mit mir gemacht? Geht's Ihnen gut? Ich weiß Dinge, die ich eigentlich nicht wissen kann. Der unterirdische Monolith. Ich erinnere mich an Schmerzen, Verzweiflung. Sie müssen mich dorthin bringen. Bitte. Gemeinsam können wir Haval retten. Sie sind ein Alien. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Drama Queen. Dann geben Sie mir die Chance, mir Ihr Vertrauen zu verdienen. Bitte. Tief unter der Oberfläche, aber nicht weit entfernt. Wir treffen uns hier, bei diesen Koordinaten. Dann zeige ich Ihnen den Rest des Weges. Ich muss mich nur erst wieder sammeln. Alles klar, du Freak. Super. Wenn es in dieser Gebäude Unterlagen über die Evakuierung von Palav gibt, könnten wir herausfinden, wohin Amerts Schwester gegangen ist. Ja, vielleicht. Möglicherweise gibt es auch eine Konsole mit Zugang zu einer Datenbank. Das Ding ist Schrott. Ranken und Computer passen einfach nicht gut zusammen. Pathfinder, wir könnten versuchen, die Energieversorgung wiederherzustellen. Aha. Ja. Entschuldigung. Ein alter Generator. Vielleicht funktioniert er ja noch. Jo, Alter. Ich da rein. Hoppa. Dahin. Okay. Ich hab's. Amara Dawson. Das muss sie sein. Sie wurde an einen anderen Ort auf dem Planeten gebracht. Ich lade die Informationen herunter. Bringen wir das hier zu Amert. Aha. Dann habe ich das jetzt noch nebenbei kurz gemacht. Okay. Easy. Habe ich jetzt schon wieder voll verdrängt gehabt. Yay, Mineralien. Yay, Überrest. Yay, ein Eingang. Yay, Datapad. Yay, ihr könnt lesen. Ha, super. Gut. Gehen wir weiter. Valhalla!
Dort oben hat es noch eine Kiste. Ah. Sehr gut, very good. Ich habe doch Zeit, ich will links. Und dann fuck. Mach mal das. So. Und dann muss ich da hier. Uff. Gibt's da vielleicht einen schnelleren Weg von da? Sieht nicht so aus. Ha? Sieht eher aus als müsste man von da irgendwie durchkommen. Puh, keine Ahnung. Okay. Ah. Crazy. Oh, Nicke. Und da links. Was links? Rechts. Sie sind nicht allein. Police. Das ist schon mal nicht richtig. Ah, dort geht's weiter. Alles klar. Habe verstanden. Jetzt komme ich. Hier. Da noch. Hopp, nicht da, aber. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Super, auch schön. Oh, ja, nichts von nach irgendwas ist. Nach dem Ort. Ah, scheiß Liebe. Kack die Bergsviecher. Gut, das ist das blaues Ding. Ja, jetzt ist er weggeballert. Ah. Er ist hier. Ich muss nur... Es hilft,
wenn ich meinen Geist beruhige. Das alles ist mir vertraut. 1, 2, 3 Vertiefungen. Die Handfläche hierhin. Es hat funktioniert. Wow. Wow. Er ist hier. Er war die ganze Zeit so nah und niemand wusste etwas davon. Die anderen Relikte in der Gegend könnten verhindert haben, dass er durch Scans entdeckt wird. So. Wir waren Reliktmaschinen. Zorai konnte sie stoppen. Wie hat er gelernt, Reliktech zu verwenden? Es ist ja nicht so, als gäbe es dafür ein Handbuch. Zorai hat den Aufsehern zugesehen. Das ist alles, was ich weiß. Und ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Die anderen haben geschlafen. Aber Zorai... Aber ich bin wach geblieben. Ich konnte mich nicht bewegen, sondern nur zusehen. Und lernen. Das klingt nach demselben Stasefeld wie bei dem ersten Monolithen. Womöglich konnte Zorai die Auswirkungen ja irgendwie abschütteln. Und das hat ihn vielleicht verändert. Oh nein, ich kann da nicht abspeichern. Egal, ich würde sagen, ich beende jetzt da mal den Stream. Mal schauen, vielleicht mache ich wieder mal einen von Mass Effect. Das ist ja relativ gut gegangen mit dem Streamen. Und sonst mal schauen, ob das mit dem COD noch klappt. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal.